Ich habe mich spontan entschieden, mit dem Fahrrad um die Schweiz zu fahren. Während 10 Tagen habe ich die nötigen Vorbereitungen getroffen. Bei der Abfahrt habe ich noch nicht gewusst, wo ich in den nächsten paar Tagen werde essen und trinken und vor allem, wo ich schlafen kann. Ich bin jetzt gerade angekommen hier auf dem Campingplatz. Und dann wollte ich mein Zelt dort hinten dran stellen. Und dann habe ich gesehen, dass hier der Schlüssel drin ist, in diesem geilen Tipi-Zelt. Und hier innen es richtig viel Platz hat. Ich glaube, ich habe noch mal Glück gehabt. Jetzt geht es weiter. Und das Wetter ist echt dirty as hell. Ich bin jetzt in einer halben Stunde unterwegs. Und ich bin eigentlich schon ziemlich nass, würde ich sagen. Hier wird mein Platz sein für heute Nacht. In Yverdon-les-Bains. Leider ist das Zelt hier immer noch kaputt. Und ja, gleich noch immer muss pennen. Ist das jetzt hier das Endresultat? Es sieht recht verkrüppelt aus. Erste Nacht im Zelt. Schon mal überlebt. Über dich ein Messagebuch YouTube. Hier der nächste Morgen. Die Nacht einigermaßen überstanden, aber irgendwann hat es angefangen zu regnen. Und mein Zelt hat der Wassercheck nicht so wirklich bestanden. Wo sich hier alles Wasser reinkommt und hier sich das nachher sammelt und der Scheiß jetzt alles im Wasser ist. Da muss jetzt hier mal möglichst viel probieren zu retten. Und hier hinten Platte. Da läuft gar nichts mehr. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Airbnb. Sieht anders siffig aus. Es ist jetzt genau 6:52 Uhr. Und heute mal ein bisschen eher wach, weil es geht heute auf einen Simplon. Oh, geht eigentlich alles nur so. Jetzt bin ich einfach eine gute Stunde gefahren und ich glaube irgendwann dort hinten, dort rauf muss ich näher. Wow. Fucking kalt, Mann. Geht ein bisschen länger als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt, aber schon ein bisschen anstrengender. Und meine Kleidung kommt hier an seine Grenzen. Aber ja, fuck the Comfort Zone. Es geht jetzt 19 Kilometer lang einfach so der Oger ab. Das ist echt so geil. 2000 Meter auf 200 Meter runter in Italien. Hier gibt es einen recht alternativen Airbnb zu schlafen. Und ja, heute gibt es auch einfach veganes Breakfast. Das ist echt mal gut, Porridge. Der einzige Weg, der zurück in die Schweiz führt, so ein scheiß Tunnel. Ich habe das Gefühl, wir kommen kaum Luft über. Fuck! Ich höre die Strasse einfach auf, die ich nehmen muss, nach Locarno. Das ist echt die einzige Strasse, die es gibt. Und jetzt kann ich zum Glück hier mit so 2 netten Zugern mitfahren. Und jetzt ist mein Velo hier oben am Chillen. Ich habe es auch noch geschafft, hier in meinem Apartment anzukommen. Also ja, Apartment würde ich sagen, ist übertrieben. Es ist eigentlich hier so ein Massenlager. So, Tag 10. Aber hier muss ich wieder mal so einen Berg überqueren. Das sind langsam ein bisschen angehackt, die hohen Berge.
Heute geht es Richtung Mesocco. Langsam wieder mal bis nach 2 Wochen allein unterwegs. So ein bisschen mit Kollegen abzumachen. Und ich sage, in den 2 Tagen Lugano, so lonely. Ja, ist nicht Skandal, aber ist jetzt auch nicht, ist halt nicht so spannend, oder? Schon nicht mit so vielen Leuten reden und man schon die ganzen Dinge random Dudes ansprechen. Yes, yes! Aber wir sind wieder on the way, bitch! Ich bin zurzeit noch in Mesocco und dort hinten habe ich geschlafen. Jetzt geht gut zu Morgen gegessen und habe jetzt genug Energie für den nächsten Pass zu machen. Wieder mal auf 2000 Meter rauf. Es geht eigentlich nur Hager rauf, Hager rauf, Hager rauf, Hager rauf. Und dann geht es ein bisschen gerade, so schüch. Und dann geht es wieder Hager rauf. Ich will jetzt gleich schon 2 Stunden am Hager rauffahren. Und langsam kommt hier der Struggle wieder vor. Der sogenannte Struggle. Wie man hier sieht, liegt da schon Schnee. Und da muss man einfach die erste Schneeball machen, auch wenn man eine arschkalte Finger hat. Das ist einfach ein Muss. Ich glaube, ich bin oben angekommen. Jetzt fahren wir da schön rundherum. Und wie man sieht, ohne zu trampen. 2066 Meter. Yes! Alle! Guten Morgen. Ich gehe jetzt erst mal zum Morgen holen. Ganz mächtiges zum Morgen, das man hier von der Tür bekommt. Heute gehen wir hier von Nuffen auf Chur. Und es geht immer weiter. Ich bin hier in Chur angekommen. Das ist wieder mal so ein sogenanntes Massenzimmer. Hier in diesem Massenlager habe ich gut gepennt, da ich einfach allein hier war. Und ich fahre heute alles am Rhein entlang, Richtung Bodensee. Wird sicher gemütlich. Es ist Tag 18 bereits. Jetzt hier bin ich noch zum Morgen essen. Oh, echt merci vielmals Jakob, dass ich hier sein durfte. Super gewesen, super Unterkunft. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp an die jungen Veloreisenden. Sie sind mutig und wagen auch unbekannte oder fremde Leute kennenzulernen. Ja. Alles gut. Ja, das merci vielmals. Also, jetzt geht es in so ein Restaurant gefahren, das eigentlich gefühlt 1000 Meter in der Höhe ist. Und auf Google Maps hat es natürlich so ausgesehen, als würde es in der Nähe sein, aber auch das war ein Drumweg. Jetzt mal richtig Hunger. Iss bevor du Hunger hast und trink bevor du Durst hast. Ja. Ich bin in meiner nächsten Warm Shower Location angekommen. Gemütlich. Hallo! 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 Gut, hoi, Mischa. Mischa, ja. Mischa, Romy. Romy? Ja, ja. Freut mich. Lia, schau mal! Hä? Wer ist das? Ist ganz eine Liebe. Ist ganz Wie heisst sie? Lia? Lia. Lia? Ja, genau. Hä? Das ist der Mischa. Wenn hier schon mal so einen Topf so einen grossen habe ich wirklich noch nie gesehen. So ein Privathaushalt. Ja. Liebe Leute, es ist Tag 22. Es ist der letzte Tag heute. So, die letzten Kilometer. Also ich bin so froh, dass ich daheim bin. In meinem Bett, in meiner Dusche. Dann fahre ich seitlich kein Velo mehr. Meine Mama und meine Süßige vom Arbeiten haben. Mal vorbeischauen. Ja. Und zwar habe ich vor, mit dem Velo einmal rund um die Schweiz herumzufahren.